wenn wir jetzt in unsere neue Predigtserie reinstarten, wo wir das Thema Berufung möchten anschauen oder Leben mit Sinn jeden Tag. Um das soll es gehen. Das ist der Fokus von der jetzigen Predigtserie. Habe ich zum Start 2 Fragen für uns alle mitgebracht. 2 Fragen. Nicht allzu ernste Fragen, aber es soll uns helfen, so in das Thema reinsteigen. Sind ihr ready für meine Fragen? Okay, also kannst du sie mal bringen. Ich habe sie extra auf der PowerPoint-Folie drauf. Was bringt Gott zum Lachen? Wisst ihr, was bringt Gott zum Lachen? Was? Genau, unser 5-Jahresplan. Das bringt Gott manchmal zum Lachen. Nicht, weil es schlecht wäre, wenn wir 5-Jahrespläne haben, aber hey, manchmal lachen wir ja selber, wenn wir zurückschauen und uns überlegen, ja, wo haben wir eigentlich sein in 5 Jahren? Und wir merken, ja, das Leben geht manchmal anders, als wir das so denken, dass wir uns das ausmalen, dass wir das so planen. Gell? Darum kann man sagen, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und das hat schon etwas. Gell? Manchmal kommt es einfach anders, als wie wir es uns vorgestellt haben oder wie wir es gerne hätten. Also was bringt Gott zum Lachen? Unsere 5-Jahrespläne. Weißt du, was bringt Gott zum Brüllen? Respektive jetzt eine Frage. Wie sagt man das Wort auf guten Aargauer Deutsch? Weinen. Wie übersetzt man das auf Aargauer Deutsch? Brüllen. Ich wollte eigentlich grennen sagen. Nein, das ist falsch. Was? Ich hätte noch Latschen hätte ich noch. Oder heulen. Briegen. Nein, Briegen geht gar nicht. Briegen geht gar nicht. Also wir machen eine Abstimmung. Nur Aargauer dürfen abstimmen. Also ja, definieren echt den Aargauer. Ein Aargauer gibt es gar nicht. Was ist ein Aargauer? Oder? Das ist irgendwie ein Übergangsgebiet von Zürich nach Bern. Dort ist irgendwie noch Aargau halt auch noch. Gell? Also, Abstimmung. Wer ist für Brüllen? Alle. Wer ist für Brüllen? Ja, das scheint eine überzeugende Mehrheit zu sein. Grennen müssen wir gar nicht fragen, wer ist für Grennen? Das sind sicher die näher bei Bern wohnen als bei Zürich, gell? Ja, genau. Also wir gehen mit Brüllen, weil, hey, der Grieche ein Griech, der Jude ein Jude und der Aargauer ein Aargauer. Darum nehmen wir jetzt heute am Morgen Brüllen. Genau. Was bringt Gott zum Brüllen? Es sind 5 Jahre planlos gelebt. Wenn Gott lacht über unsere 5-Jahrespläne, dann brüllt er, wenn wir 5 Jahre planlos dahin leben, einfach so das Leben geschehen, wie es gerade so kommt. Und um das soll es gehen in dieser Predigtserie. Wir möchten dieser Frage nachgehen, hey, wie können wir nicht einfach plan- und ziellos ins Leben hineingehen, sondern wie können wir ein Leben gestalten, wo diktiert oder auch wo motiviert und angeleitet wird von einem tiefen Sinn von Berufung. Mit einer inneren Überzeugung, dass Gott einen Plan hat, dass er einen guten Gedanken über unser Leben gedacht hat. Es soll in dieser Predigtserie vor allem um unseren 3. Schritt gehen. Ihr habt dort hinten haben wir extra Prominente an die Wand hergemacht. Hey, um was geht es eigentlich in der Jesus-Nachfolge? In welchen Schritt möchten wir wachsen? Wir möchten wachsen im Aufbrechen, im ihn kennenlernen. Wie kannst du Gott kennenlernen? Das ist der erste Schritt. Dort fängt das Leben an, wenn wir lernen, mit Gott unterwegs zu sein. Und das Zweite ist, hey, ablegen. Wie können wir Sachen, die uns zurückhalten, wo wir Unfreiheit in unserem Leben haben, wie können wir diese Sachen ablegen? Das ist ein weiterer Schritt in unserer Nachfolge mit Jesus. Und das Dritte ist, herausfinden. Wir sind der tiefste Überzeugung, dass Gott Pläne hat für unser Leben. Und um das soll es gehen. Herausfinden, was für Gaben er uns gegeben hat und wie wir können mit einem Plan Gottes im Leben unterwegs sein. Weil das brauchen wir, um den letzten Schritt zu gehen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Auf dass die Welt nach uns besser sein darf als vor uns. Weil wir uns haben brauchen lassen von Gott. Amen. Um das soll es gehen jetzt in dieser Predigtserie. Weil ich glaube nämlich, man kann falsche Vorstellungen haben vom Leben. Man kann das Leben als einen Ausflug in den Europapark sehen. Quasi, hey, mein Leben soll eigentlich so ein bisschen sein wie ein Ausflug in den Europapark. Spass maximieren, so viel wie möglich erleben
und ich schaffe eigentlich für Ferien, oder? Weil ich möchte dann fängt das Leben an. Mein Alltag ist ja nur dazu da, um den Spassmoment zu ermöglichen. Dort, wo es dann um mich geht, dort, wo es mir gut geht, dort, wo ich kann, Sachen erleben kann und wo ich im Zentrum bin. Wir haben letztens einen Ausflug gemacht in den Europapark. Ich habe das Bild leider nicht da. Wir haben ein sehr witziges Bild vom Levian auf einer Achterbahn gemacht. Hey, auch im Europapark ist nicht immer alles nur lustig, gell? Aber manchmal sehen wir doch das Leben ein bisschen wie ein Ausflug in den Europapark. Oder hey, dort geht es um mich. Und ich möchte gerne so viel Spass und so viel Erlebnis in mein Leben reinpacken, wie es nur irgendwie geht. Und dann wäre dann das Leben sinnvoll gewesen. Oder dann habe ich das Maximum aus dem Leben rausgeholt. Vielleicht hast du auch eher so ein bisschen eine Chaosperspektive. Das Leben ist eher ein unkontrollierbares Chaos, oder? Und ich gesagt habe, 5-Jahrespläne, die in die Hose sind, hast du gedacht, ja, that's me, das ist mein Leben, meine Pläne, die sind nicht aufgegangen. Eigentlich, wenn ich so das Leben anschaue und um was es geht, sehe ich vor allem einfach Chaos. Und nichts, was geordnet ist. Und nichts, wo irgend nach einem Plan jemals aussieht. Wie will Gott da etwas tun damit? Weißt du, wenn ich von Berufung rede, hast du vielleicht schon ausgeklingt und gedacht, ja, Berufung ist ein Thema für andere, aber nicht für mich. Mein Leben ist viel zu chaotisch. Viel zu aufgewühlt, als dass da etwas Gutes könnte mitgemacht werden oder dass da etwas Gutes könnte mit passieren. Und hey, dir möchte ich, wenn das deine Perspektive ist vom Leben, dann möchte ich dir heute zusprechen. Du wirst in der Predigt hören und sehen, dass Gott in allen Dingen am Wirken ist. Dass er immer das Gute für uns im Sinn hat und dass er immer möchte einen Plan für unser Leben verwirklichen. Dann ist der Punkt für dich, wenn du das Leben so siehst. Ich glaube, es gibt aber noch eine christliche Alternative, wie man das Leben sehen kann. So, die Wartebank, oder? Ich hocke jetzt da auf dem Bänkli und bis dann endlich Jesus wiederkommt und dann endlich Himmel ist, oder? Dann fängt das Leben an, oder? Jetzt ist so irgendwie wie das Wartezimmer, wo ich halt absitze, auf das es dann endlich losgeht im Himmel. Und ich probiere jetzt das möglichst schadlos zu überstehen, irgendwie abzusitzen, zu warten und dann geht es dann im Himmel, geht dann das richtige Leben los. Und ich möchte euch heute aufzeigen, erklären, dass wir alle mit einem Auftrag erschaffen worden sind. Gott hat einen Sinn und einen Zweck gehabt, wo er Leben kreiert hat. Es geht im Leben nicht nur darum, den Spass zu optimieren. Versteh mich richtig, Gott ist nicht eine Spassbremse. Er hat nichts gegen auch Genuss. Er hat ja seinem Volk auch gesagt, hey, ich führe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ich will das Gute für euch. Also ja, Leben darf schön sein, Leben darf genossen werden, aber das ist nicht der Grund oder die Essenz und der Inhalt vom Leben. Es ist auch nicht nur Chaos. Gott ist auch immer im Chaos am Wirken. Er hat auch dann noch einen Plan. Es ist ihm nie entgleitet. Kein Leben ist außerhalb von seinem Einfluss und seiner Kontrolle. Und es ist auch mehr als nur eine Wartebank. Hey, ich glaube, wir sind dazu berufen, um ein Leben mit Berufung zu leben. Im 1. Mose 2, Vers 15, das ist die ersten 3 Kapitel der Bibel, die sind prägend für unsere Weltanschauung. Dort drinnen können wir so viel sehen, wie Gott sich das denkt. Und wir lesen dort, wie er den Mensch geschaffen hat. Und dort lesen wir folgenden Vers. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Gott hat den Menschen geschaffen mit Sinn, mit Auftrag, mit einer Aufgabe. Er hat gesagt, hey, schau mal, ich habe einen Garten erschaffen, ich habe eine Schöpfung gemacht und ich übertrage die Verwaltung jetzt dir, Mensch. Und wir sind dementsprechend genauso mit Sinn und Auftrag gestaltet und erschaffen worden. Wir sollten das Leben mit Berufung leben. Ein Leben, das sich bewusst ist, ja, es darf Spass machen, ja, manchmal ist es chaotisch und manchmal wünschten wir uns, es wäre auch gleich vorbei, dass wir in den Himmel gehen können, aber ultimativ sind wir in dieser Zeit, wo wir auf dieser Erde sind, mit einem Auftrag von Gott unterwegs. Und wie sieht dann so ein Leben mit Berufung genau aus? Ich habe euch 3 Punkte aufgeschrieben, mitgebracht, die wir möchten anschauen. Hey, ein Leben mit Berufung, Leben bedeutet erstens, man ist überzeugt, dass Gott einen Plan hat. Dort fängt es an, mit einer tiefen Überzeugung, hey, ich lebe im Bewusstsein, dass Gott ein Gott ist, der Pläne hat, der Pläne macht und auch für mein Leben einen hat.
Wenn du mit Berufung leben willst, dann musst du den auch kennen. Dann gehört es dazu, dass wir den erahnen. Dass wir vielleicht nicht den ganzen und bis in jedes Detail kennen, aber so grundsätzlich ist es wichtig für uns Christen, dürfen zu verstehen und zu wissen, hey, was ist eigentlich die Absicht Gottes mit meinem Leben? Das gehört es herauszufinden. Wie man so etwas herausfinden kann, wird dann später in der Predigtserie kommen. Heute gehen wir nicht so mega fest auf diesen Punkt hier, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle lernen, zu fragen und nachzuforschen, was der Sinn und der Auftrag von meinem persönlichen Leben ist. Und das Dritte gehört irgendwie wie logisch dazu, wenn wir mit Berufung leben wollen, dann braucht es einen Gehorsamsschritt. Dann muss man sagen, hey, Gott, ich möchte dem Plan folgen. Und der kostet im Fall auch immer wieder mal. Die Meli wird eine Predigt machen über den Preis von Nachfolge. Das wird noch kommen. Der Gehorsam im Auftrag Gottes unterwegs zu sein, der kommt auch immer mal wieder mit einem Preisschild. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir diese 3 Schritte machen, dann können wir ein Leben führen, das Sinn hat und das mit einer berufenen Perspektive unterwegs ist. Also, der erste Punkt, wie können wir überzeugt sein, dass Gott einen Plan hat für unser Leben? Hey, wir dürfen lesen, die Bibelstelle möchte ich mit euch anschauen, ist der Römer 8, Vers 28. Das ist eine von diesen Bibelstellen, die sehr viel kennen, die sehr viel zitiert wird. Wir möchten die heute am Morgen ein bisschen miteinander anschauen. Weil dort sagt nämlich der Paulus, eins aber wissen wir. Und was spannend ist, im Römerbrief vorher sagt er ganz viele Sachen, die wir nicht wissen. Also er sagt auch Sachen, wir wissen nicht, wie wir jetzt genau beten sollen. Oder er sagt noch andere Sachen, die wir nicht wissen. Und dann haltet er aber fest, was wir wirklich wissen, was wir dürfen überzeugt sein, was eine ganz feste, solide Grundlage für uns sein darf. Was wir wissen, ist Folgendes. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Das ist eine solide Zusage, die wir in der Bibel lesen dürfen. Hey, Gott hat einen Plan für unser Leben. Und alles, was passiert, ist für das Beste von uns gedacht. Da kommt jetzt ein bisschen Grammatik ins Spiel. Und wenn ich Grammatik sage, dann freuen sich alle Deutschlehrer auf morgen und alle, die Grammatik nicht so lässig finden wie ich. Ich mache es nicht so mega kompliziert. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, hey, in diesem Satz im Griechischen gibt es ein Verb und die Verben beziehen sich ja immer auf etwas. Und jetzt kommt es ganz fest darauf an, auf was dass du das nämlich beziehst, was die Aussage von dem Vers kann beeinflussen oder maximal verändern. Ich möchte euch jetzt die beste Übersetzung, die ich gefunden habe zu diesem Vers, ist aus einer englischen Übersetzung, aus der NIV. Und ich finde, das trifft es genau auf den Punkt, was wir festhalten heute Morgen aus Römer 8, Vers 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Wir sehen, der Bezug ist jetzt anders. Vorher hat es geheißen, hey, alles ist gut und alles wird gebraucht zum Guten. Und da steht jetzt, und ich glaube, das ist eigentlich die beste Übersetzung, dass Gott in allen Dingen am Werk ist. In allem, was passiert, ist Gott am Werk. Also auch in deinem Chaos, auch in den Sachen, die nicht gut laufen, in deinem Leben ist Gott drin. Und er möchte dort wirken und leiten und formen, auf das das Gute darf daraus rauskommen. Das bedeutet nicht, dass alles, was passiert, immer automatisch gut ist. Wer genug lang gelebt hat auf dieser Erde, weiss, es passieren nicht nur gute Sachen. Aber es ist Gottes Zuspruch, Gottes Absicht, das Gute auch in diesen Sachen drin, die nicht gut sind, zu bewirken und hervorzubringen. Und das ist eine riesige Zusage. Egal wie unser Leben aussieht, egal wo wir sind, Gott hat einen Plan. Und Gott hat nicht aufgegeben. Und er hat eine Absicht für dich und mich im Sinn, auf das Gute darf daraus rauskommen. Es ist ein bisschen wie ein Navi. Gott ist manchmal wie ein Navi, oder? Hey, da gibt es eine Destination für dich in Absicht, oder? Das ist einprogrammiert in deinem himmlischen Navi, das du in dir drin hast, oder? Da gibt es ein Ziel, das du her sollst. Jetzt kann es aber sein, dass, wie beim Autofahren das halt manchmal geht, dass du falsche Abzweigungen nimmst. Dass du mal rechts abbiegst, anstatt links. Das Navi fängt in dem Moment nicht an zu fluchen und zu schimpfen mit dir und sagt, ja, Halleluja, was machen wir jetzt? Oder so kommen wir ja nie ans Ziel, also können wir abbrechen, oder? Fahr her, links, der Motor läuft nicht mehr, geht nicht. Nein, sondern die Route wird neu berechnet.
Und ich glaube, genau so ist Gott mit uns. Er in allen Dingen, die passieren, kann er einen neuen Weg ausrechnen, ausarbeiten, auf dass wir wieder dürfen zu dem Ziel hinkommen. Es geht länger, es ist manchmal ein bisschen mühsam, manchmal geht es vielleicht über einen Feldweg, der nicht ideal wäre für dich, aber hey, so ist es dann halt, wenn du falsche Abzweigungen nimmst. Aber schlussendlich dürfen wir überzeugt sein, für jeden von uns gibt es einen Plan zum herausfinden für Gott. Wir alle haben Berufungen. Wir alle sollen mit diesen Berufungen unterwegs sein und wir dürfen wissen, dass Gott konsequent auf diese Berufung in unserem Leben hin schafft. Und das ist das Versprechen und das Schöne an Berufungen. Wenn wir entsprechend denen leben, dann passieren gute Sachen. Dann gibt es Segen. Dann gibt es eine Ernte zum Einbringen. Und ich darf heute ein spezielles Datum erwähnen. Viele von euch wissen das wahrscheinlich nicht, ist ja auch schon 50 Jahre her. Aber heute, vor 50 Jahren, auf den Tag, am 10. August 1975, habe ich noch ein Foto mitgebracht, was dort passiert ist. Das ist das Foto von der Einsetzung von Schweiers im Kreuzpunkt. Dazumal hat es noch nicht Kreuzpunkt geheißen, das war noch die FG Wettigen. Schweiers waren die allerersten Inlandmissionare in der Schweiz, die vom Bund FEG eingesetzt wurden, um so eine kleine Gemeinschaft von Christen zu stärken und aufzubauen. Das sind wir vor 50 Jahren. Weil Menschen dort dazumal Ja gesagt haben zur Berufung, weil Menschen dazumal treu waren, dem, was Gott ihnen aufgelegt hat, sind heute wir da. Versteht ihr das? Weil Menschen treu waren in ihrer Berufung, gibt es uns heute überhaupt als Kirche. Und bevor ich jetzt noch lange weiter erzähle über Berufung, habe ich gedacht, es wäre eigentlich viel cooler, ich würde ein Interview machen mit Schweier. Sie sind nämlich heute da. Und so darf ich Wilhelm und Maria gerade vorbitten. Wir möchten einfach von ihnen hören, wie sie dann mit Berufung im Alltag gelebt haben. Das. Es geht. Super. Ja. Ja, das sind jetzt also Schweiers, die vor 50 Jahren, ja. Genau. Die vor 50 Jahren Ja gesagt haben zur Berufung. Und hey, da möchte ich gerade mit der ersten Frage starten zur Berufung. Hey, wie hat das bei euch ausgesehen? Was war eure Berufungsgeschichte gewesen? Und hat es da so einen klaren Moment gegeben? Also meine Berufungsgeschichte, die dann auch unsere gemeinsame geworden ist, hat natürlich mit dem angefangen, dass ich mein Herz für Jesus aufgetan habe. Und das war vor 73 Jahren. Ich bin jetzt 83. Mit 10-jährig. Aber dann 1959, während meiner Lehre als Schriftsetzer im Berner Tagblatt, ganz klar, dass es für mich Rennen ist. Hey, wir müssen einen Aufsatz schreiben, mein Beruf in 20 Jahren. Und ich habe dort nicht nur geschrieben, dass mein Gedanke ist, noch ein Stückchen weiter zu lehren, nach Schriftsetzerlehre, noch Maschinensetzer oder eventuell korrekter, weil Grammatik kann ich recht gut können. Ich habe geschrieben, manchmal sei der Gedanke da zu werden, was mein Vater war. Und er war Prediger. Aber ich kann das nicht selber machen, das muss Gott mir zeigen. 16 Jahre später bin ich es geworden. Gott ist treu. Juli 1971. Wir sind gemütlich in unserer Stube gesessen, im Vereinshaus von der FEG Wetzigen. Maria hat unseren Stefan gestillt. Und sie hat mich gefragt, du, haben wir es echt an einem anderen Ort wieder so schön wie da? Und ich habe gesagt, meinst du, ich gehe von dieser Gemeinde weg und von meinem Beruf?
Am Tag darauf war Bibelstunde. Nach der Bibelstunde bin ich auf in die Wohnung und habe zu der Maria gesagt, du, ich glaube, jetzt gehen wir auf eine Bibelschule. Und ihre Reaktion, ja, wenn, dann aber schnell. 2 Monate später waren wir mit unseren beiden kleinen Buben zu Braken, schon ziemlich im Norden von Deutschland. Dort ist schon im ersten Quartal mir ein Wort begegnet in der persönlichen stillen Zeit. Ich bin nicht auf die Bibelschule mit dem Gedanken, Prediger werden. Reden. Ich war froh, weil ich nichts sagen musste. Und in dieser stillen Zeit bin ich 2. Timotheus 4, Vers 2 begegnet. Predige das Wort. Und das hat zu mir geredet und ich habe Ja gesagt dazu. Und von dann an habe ich gewusst, in welche Richtung dass es gehen soll. Das war ein weiterer Schritt von der Berufung. Und noch einer, Mai 1975. Wo wird echt unser erster Einsatzort sein? 2 Monate vor Abschluss des Studiums haben wir noch nicht gewusst, wo wir werden herziehen und in was für eine Aufgabe dass wir werden stehen. Wir haben gebetet und dann ist Türen aufgegangen. Wettingen. FEG Wettingen, wo vielleicht noch 12 Personen den Gottesdienst besucht haben, vor 50 Jahren. Und wo ein Mitglied von der Leitung FEG Schweiz, unser Prediger von Wetzikon, mich gefragt hat, wärst du parat, wenn wir vom Bund aus euch in Wettingen würden einsetzen. Und wir haben ja das geprüft, haben es angeschaut. Sie, die es nicht mehr gemerkt hat, sogar einmal an der Autostrasse vorbeigefahren und haben dort in das kleine Säle hineingeschaut durchs Fenster und haben Ja gesagt. Und so hat es das Bild gegeben am 10. August 1975. Das war auf den Tag 50 Jahre her. Genau. Hey, wir haben jetzt gehört von dir, Wilhelm, eben, wie eine Berufung so in klaren Moment gekommen ist. Aber Berufung muss ja auch gelebt werden. Gell? Für das braucht es ein alltägliches Ja dazu. Und Maria, da möchte ich vielleicht dich fragen, hey, wie haben ihr beide Berufung im Alltag gelebt? Weißt, wie hat das dann so konkret ausgesehen? Da will ich zuerst noch... was muss ich da? Einfach reinreden. Einfach eben. Da will ich zuerst etwas sagen, wo mir einfach spontan in den Sinn gekommen ist, wo man da für die Kinder gebetet hat und wo die Kinderleiterin gebetet hat, dass die Kinder auch in der Schule ein Zeugnis sein für den Herr Jesus. So hat es angefangen, dass ich Jesus kennengelernt habe, weil eine Schulkameradin, die eine Klasse unter mir in die Schule ist, da hat man noch Sonntagsschule gesagt, in eine Sonntagsschule. Und ich durfte nicht dürfen. Aber ich wollte dringend gerne wissen, wer dann Gott ist und wer Jesus ist und das alles. Und dann haben wir uns immer am Montag in der grossen Pause unter einem Baum getroffen und Margrit hat mir erzählt, was sie gestern in der Sonntagsschule gehört hat. Und so habe ich die ersten Jesus-Geschichten kennengelernt und Jesus ganz fest gerne bekommen. Und das bleibt bis heute. Also eine Ermutigung für euren Dienst an den Kindern da. Ich bin ja aus ganz einem anderen Hintergrund gekommen als der Wilhelm. Und darum, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich ihn Löcher im Bauch gefragt. Eben auch noch über Jesus und über das Leben überhaupt.
Und dann hat er mir erzählt von seiner grossen Familie, wo sie jeden Tag gebetet haben, wo man jeden Tag Lieder gesungen hat. Ja, man hat ganze Liederbücher durchgesungen bei ihnen. Und ich habe gestaunt und habe gesagt, oh, das will ich auch. Tu mich das auch lehren. Und so haben wir jeden Tag miteinander gebetet, von Anfang an. Und haben jeden Tag gesungen, immer nach dem Essen ein Lied. Immer zuerst alle, die ein Eins hindurch haben im Liederbuch und nachher alle, die ein Zwei hindurch haben. Und so sind wir durch manches Liederbuch in unserem Leben. Das machen wir heute noch. Ja. Und so habe ich durch das Miteinander beten, habe ich überhaupt auch gelernt, miteinander reden, weil auch das habe ich vorher noch nicht so gekannt. Und für uns miteinander singen hat mir eine ganze Welt aufgetan, weil Lieder haben so viel mal gerade etwas sagen, das einen betrifft, oder helfen einem auch, wenn man Gott Danke sagen kann, weil auch das habe ich vorher nicht gewusst. Und durch das Beten möchte ich einfach 2 Sachen, die mit der Berufung zu tun haben, euch erzählen. Wo wir in Pfäffiken, Schweiz waren, das war dann nach Wettingen, hat uns ein Freund gefragt, würdet ihr beten, dass ein Ehepaar auf Einsiedeln geht, Gemeinde gründen. Und dann haben wir uns zusammengetan eben mit dem und haben gesagt, ja, das machen wir und haben gebetet dafür. Und einmal, wo wir auch wieder ganz harmlos miteinander so gebetet haben, sage ich plötzlich, ich weiss auch nicht, was für eine Anwandlung das ich hatte, habe ich gesagt, du, sind wir echt die Leute, die wir für sie beten? Und um es kurz zu machen, wir waren es dann gewesen. Und wir sind auf Einsiedeln gezogen. Also beten kann gefährlich sein. Ein anderes Beispiel ist viel später passiert. An meinem 60. Geburtstag hat mir der Wilhelm Ferien in meinem Herkunftsland geschenkt. Und so sind wir auf einem Zeltplatz in Polen an der Ostsee gewesen. Und da bin ich am 60. Geburtstag unter einem Baum gesessen und habe einfach für mein Leben Danke gesagt. Und zumal ist mir durchs Herz, Maria, jetzt sitzt du auf polnischem Boden, wo so viel Blut und Tränen geflossen sind. Und du bist eine glückliche Frau und Mutter und Großmutter geworden. Und das ist so massiv auf mich gekommen, dass ich fast nicht mehr schnaufen konnte. Und dann ist wie eine kleine Stimme in mein Herz oder in meinen Kopf gekommen, ich weiss es nicht sicher, wo gesagt hat, Maria, du könntest ja dein Glück teilen mit ein paar Leuten, die es nicht so gut hatten wie du. Und so ist es herausgekommen, dass wir nach der Pensionierung nach 14,5 Jahren in Polen gelebt haben. Wenn man das so hört, ist man versucht zu fragen, haben ihr nie aufhören? Hat es nie so einen Moment gegeben, wo ihr gefunden habt, weisst du was, Berufung hin oder her, ich glaube, ich bin ein bisschen fertig? Du hast ja bei der 3. Frage das wegen dem Preis. Und ich muss sagen, so haben wir eigentlich gar nicht gerechnet. Was sie kosten, Preis. Es hat Widerstand gegeben. In der einen Gemeinde so einen starken Widerstand, dass ich mal zu der Maria gesagt habe, was soll ich da noch predigen? Ich habe nicht gesagt, was soll ich überhaupt noch predigen, sondern was soll ich da, an diesem Ort, noch predigen? Und wir haben zusammen gebetet und ich bin nach einer Viertelstunde an die Predigtvorbereitung gegangen
mit Elan und Freude wie eh und je. Denn das ist für mich ein riesen Vorrecht gewesen. Während dieser Zeit während unserer ersten Zeit an der Autostrasse zu Wettingen habe ich mal eine starke Entgegnung bekommen in einer Bibelstunde. Und der Herr Bachhoffner, der Ernst Bachhoffner, hat gewartet, bis alle zusammen die Säle verlassen hatten. Wo wir noch allein waren, ist er zu mir gekommen, hat mir, jungem Prediger, die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, lass dich nicht entmutigen, fahr nur weiter so. Ein alter Bruder von der Gemeindeleitung, der an einem jungen Pastor die Hand auf die Schulter legt und ihm Mut macht. Etwas, was bei mir geblieben ist bis heute und wo ich darum gern auch Begegnungen habe mit jungen Leuten, um ihnen Mut zu machen. Auch in unserer FEG Riechen, wo wir jetzt daheim sind. Und wo wir nach der Pensionierung auf Polen sind, dann habe ich gesagt, das berufliche Dienen hat aufgehört, das Dienen nicht. Hey, ich habe zum Schluss noch eigentlich eine Frage. Und zwar, wenn wir jetzt in dem Gottesdienst über Berufung nachgedacht haben und gehört haben, und ich hoffe ja fest, dass wir jetzt uns alle mit dieser Frage auseinandersetzen, nach unserer eigenen Berufung, nach unserem eigenen Plan und Sinn. Was wäre euer Ratschlag mit eurer Lebenserfahrung, die ihr jedem Einzelnen hier innen möchtet weitergeben? Vielleicht darf ich euch einfach mein Motto weitergeben. Das war, schauen, hören, beten, laufen. Schauen heisst, schau um dich herum, schau, was passiert. Schau die Leute an und nimm es wahr, was passiert. Und dann, mit dem, bin ich zu Gott gegangen und habe gebetet dafür. Und gefragt, was soll das für mich bedeuten? Hören, genau gleich. Los doch zu. Los auch, was Gott sagt. Los, was Jesus und der Heilige Geist dir sagt. Und los, was dir die Leute sagen. Und los, was die Leute sonst reden miteinander. Und dann, im Gespräch mit Jesus, hat es daraus Weg gegeben, wieder zu anderen Leuten zu gehen. Eben, das Dritte ist ja dann Beten. Einfach, das ist für mich wirklich das Zentrum. Und wenn Leute gefragt haben, wie bist du auf die Idee gekommen? Oder wer hat dir das gesagt? Habe ich wirklich aus vollem Herz können sagen, Jesus hat mir es gesagt, als ich gebetet habe. So ist eigentlich mein Leben passiert bis heute. Und das Vierte ist dann Laufen. Und das ist der Knackpunkt, es dann auch machen. Und das braucht bis heute Überwindung. Wenn ich auf eine Idee komme und dann denke ich, nein, ist doch blöd, oder nicht gerade jetzt. Oder das passt doch nicht. Und weil wir jetzt ein ordentlich gutes Team geworden sind unterdessen, dann sage ich so etwa dem Wilhelm, du, jetzt ist mir gerade das durchs Herz. Und er ist dann wieder auch mein Mutmacher. Das Erste in der Berufung ist der Ruf zu Jesus.
1. Korinther 1, Vers 9. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft Jesu Christi. Und aus dieser Berufung geschieht die Sendung. Und das steht in Verbindung miteinander. Kommt her zu mir alle, hat Jesus gesagt, und geht hin in alle Welt. Und die Welt fährt dort an, wo du bist. Und dann kann es um Kugeln herumgehen. Wo Gott den Jesaja gefragt hat, wen sollen wir senden, ist mir aufgefallen, dass Gott nicht gefragt hat, Jesaja, wen soll ich senden? Sondern er hat gefragt, wen sollen wir senden? Du, Jesaja und ich, wen wollen wir miteinander zu diesem Volk schicken? Und dann hat Jesaja gesagt, hier bin ich, sende mich. Das parat sein, wenn eine Stimme hörbar oder nicht hörbar, einfach im Gedanken oder im Herz oder wo so mag sein, hier bin ich. Wart nicht auf ein Briefli vom Himmel. Das kommt nicht oder sehr wahrscheinlich nicht. Das kann ja mal passieren. Eines meiner wichtigsten Lieder in meiner Jugendzeit, so zwischen 16 und 20, war «Hier hast du meine beiden Hände». Und dann heißt es im letzten Vers, «Hier hast du meine beiden Hände, nun mache mit mir, was du willst». Da bin ich, Herr. Ein solches Paratsein, das wünsche ich euch. Danke vielmals. Lass uns doch Ihnen noch einen grossen Applaus geben. Ich finde es mega inspirierend und beeindruckend, zu sehen, wie mit Berufung leben einfach einen gewaltigen Unterschied macht über Generationen. Ich habe nämlich mal mit dem Simon Schweier, das ist der Enkel von Wilhelm und Maria, zusammen ein Jugendcamp leiten. Er ist Pastor in der FEG Wetzikon. Und ich finde das mega genial, zu sehen, wie einfach treues Leben weitergeht. Willst du noch mal etwas sagen? Ja? Also unser Enkel in der FEG Wetzikon, in dieser Gemeinde, wo vor 85 Jahren mein Vater Pastor war. Mit dem durfte ich ein Jugendcamp leiten. Genau. Hey, ich hoffe, es inspiriert euch, über Berufung nachzudenken. Und vor allem, was mir wichtig ist, dass wir verstehen, was für einen Unterschied das über die Jahre machen kann. Menschen, die treu mit Berufung unterwegs sind, bewirken Grosses. 12 Leute, wir können heute links und rechts schauen, was aus dieser Berufung geworden ist. Lass uns jetzt einsteigen in eine Zeit der Anbetung. Wir möchten jetzt Gott die Ehre geben und ihn im Zentrum haben.